Wir machen hei am Land Entrepreneuren net einfach mit meinen Liwen schwer. Das ist einfach nicht nur die gefilten, mit die gelieften Realität. Sie wird durch Nationalgesetze, und da sind ich ganz froh, dass der Kollege Moser darüber hingewiesen hat, sie wird durch übersät und transposiert Direktiven, haben wir überdriven viel, überdriven los, überdriven kompliziert Genehmigungsprozeduren an alle möglichen Bereiche. Ich werde schon nicht für die x-te Kehr abzählen, dass wir hier Gesetz gestimmt haben über Phytosanitärprodukte bei den Bauernbetrieben, wo 10 verschiedene Autoritäten daran durch können, durch OPG Kontrolle machen. Und auch nicht wieder verschwätzen, dass alle Kleider halt zu sammeln, transportieren, stockieren, eine Aktivität de Transport, de Traitement, de Stockage de Déchets, wo ich eine ganz kompliziert Komodo-Prozedur brauche. Ich brauche auch nicht darauf hinzuweisen, wie lange das halt so dauert, bis ich kann bauen. Ich muss nicht Beispiel nennen vom Verband, den Superel, schon am x-te Jahr, am 3. Jahr eigentlich produziert, an den anderen Projekten gleichzeitig umgestoßen zu Lützeburg, als nach nicht angefangen. Ich wollte hier just angehen, ob 2 zusätzlich Anti-Entrepreneursmaßnahmen, die das Regierung verlust wird, an die Kompetitivität ganz bestimmt betreffen. Das eine ist an der Steuerreform, wird angefordert, eine persönliche Responsabilität vom Gérant oder vom Administrateur für das Nicht-Aufliefern von TVA. Das klingt auf den ersten Blick ganz gut, weil ihr seht mal, der kriegt ja so und die haben nicht gehört, da soll die gefälligst 4 Euro gehen. Das Problem ist, er muss TVA deklarieren, ehe sie kriegt wird. Das heißt, wenn die TVA nicht kriegt, müssen sie dann aber aufliefern. Und wird viel Erbicht für die Deklarationen zu machen, Erbicht für die nicht remuneriert wird. Wann ein Kreier seg TWS-Deklaration nicht zur Zeit aufgeht, wird überdriven heisch taxiert. Auch das ist ganz einfach eine Realität. Überdriven heisch taxiert. Und dann ist dann zum guter Letzt, wenn eine Firma verjäht möchte, weil ein paar Klienten hat, die nicht bezahlen, möchte verjäht, dann ist so gut, an hier lädt er seine eigene Tasche auch nach TVA bei, die nie gekriegt wird, an dieser Betrieb nie gekriegt wird. Am Verjähtegesetz, der Kollege Franz Feio hat mit Recht darauf hingewiesen, dass du am Gang hast, drin zu schaffen, mit neu, mit modern, mit flott Verjähtegesetz zu machen, das ist auch ganz gut. Du hast ein Comblement de Passif vorgesehen für Fotogestion. Sie haben doch gerade Fotogestion. Das heißt, das vorgesehen, dass irgendwann, wenn eine Firma scheitert, ob der Mann vom Procureur, Richterin darüber befanden, ob eine Decision, die ich irgendwann geholt habe, de Gestion, ob die gut war oder nicht gut war, ob die fautiv war oder nicht fautiv war, oder mich ganz oder teilweise der Passiv muss kombinieren. Es tut mir leid, mit dat gering oder minget wie schon nach Rotkollegen mal so Topischkeiten sich können irgendwie wie soll ich so aufrenden, das verstehe ich schon nach, mit das eine Blopartei so Topischkeiten macht mich, das bleibt mir unverständlich.